Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin natürlich froh, auch in Vorbereitung auf die Sonderagrarministerkonferenz, die ich hier einberufen habe, im Übrigen für den 15. Juli, das heißt in der nächsten Woche, dass wir dieses Thema hier nochmal debattieren. Denn eins ist klar, die gesamte Milchbranche, und im Übrigen steht die Ernte vor der Tür, und ich erwarte im Übrigen nicht das Ergebnis, das der Bundesbauernverband hier angedeutet hat, eine gute Ernte, sondern es gibt doch erste Hinweise, dass wir eher mit einer schlechten Ernte zu rechnen haben. Das wird die Situation in der Landwirtschaft noch weiter verschärfen. Insofern, sehr geehrter Herr Krüger, lieber Thomas, bin ich sehr dankbar, dass meine Fraktion sich dieses Themas erneut angenommen hat. Und auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass wir im Bereich der Milcherzeuger in den letzten 2 Jahren tatsächlich von einer Krise und damit von einem Milchungleichgewicht sprechen müssen. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem, wenn man so will, marktwirtschaftlichen Element zu tun, sondern hier sind andere Entwicklungen eingetreten, die in einer Marktwirtschaft als solches, nämlich Angebot und Nachfrage zu steuern, so in der Form nicht stattfindet. Und ich betone nochmal im Übrigen, dass vor diesem Hintergrund auch diese Problematik so wichtig ist, dass wir uns der Sorgen, der Nöte und auch der Probleme der Landwirtschaft annehmen. Und ich glaube, dass an dieser Stelle auch deutlich wird, es geht um viel mehr als nur um eine existenzielle Problematik in der Landwirtschaft. Es geht um berufliche Existenzen, es geht um persönliche Schicksale und es geht um den gesamten ländlichen Raum. Denn wer einmal aufgehört hat mit der Milchproduktion, das haben wir alles leidvoll in diesem Lande durchlebt, oder wer einmal mit der Kartoffelproduktion aufgehört hat, oder mit der Gemüseproduktion oder mit der Obstproduktion, mit der Schweineproduktion, der wird nicht wieder anfangen. Was das im Übrigen bedeutet für den gesamten Veredelungsstandort und damit für die Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, ist noch gar nicht abzuschätzen. Im Übrigen auch andere Berufsfelder werden davon betroffen sein. Dienstleister oder die Tierärzte oder auch der kleine Handwerker im Dorf, der im Übrigen diese Dienstleistung vollbracht hat. Neueste Zahlen belegen, dass die Entwicklung im Vergleich zum Mai 2015 gegenüber Mai 2016 ist der Anteil der Milchviehbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern um 3% gesunken. Bundesweit im Übrigen um fast 5%. Das heißt, hier läuft eine Insolvenzentwicklung, die natürlich damit auch zu massiven negativen Transferleistungen von finanziellen Mitteln im ländlichen Raum Auswirkungen haben wird. Diese Entwicklung ist gerade ausdrücklich auch für den ländlichen Raum ein sehr ernstes Signal und sicherlich auch vor dem Hintergrund des September-Termins nicht nur für die Ernte in der Landwirtschaft, sondern auch für unsere Ernte ein nicht ganz unwesentliches Thema. Denn jeder Arbeitsplatz in der Landwirtschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren, und wir haben dazu zum Teil leider keine direkte Beziehung mehr, aber jeder Arbeitsplatz in der Landwirtschaft sichert heute noch immer 8 bis 10 weitere Arbeitsplätze im nachgelagerten Bereich, ob den Molkereien, in der Futtermittelindustrie, der Melktechnik, der Tierärzte, aber auch der vielfältigen Handwerksunternehmen. Sie sind also Jobmotor, diese milchviehhaltenden Unternehmen in den ländlichen Räumen. Und wir brauchen die Landwirtschaft zum Leben. Lebensmittel sind nach wie vor eines der wichtigsten Güter, die wir überhaupt auf dieser Erde produzieren und dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam in diesen ländlichen Räumen leben und arbeiten dürfen. Wir brauchen weiterhin eine leistungsstarke, eine nachhaltige Landwirtschaft als Impulsgeber für die ländlichen Räume, von der eben auch Beschäftigung im ländlichen Raum ausgeht. Aus diesem Grunde habe ich mich vehement mit knapp 30 Millionen, und ich bin auch dem Landtag hier sehr, sehr dankbar, dass wir als einzige in Deutschland, als Erste dabei waren, ein doch schwergewichtiges Hilfspaket auf den Weg zu bringen. Und ich möchte natürlich auch, dass die Betriebe, im Übrigen, die wettbewerbsfähig sind, dass diese auch über diesen Berg hinwegkommen. Und wenn ich das hier einflechten darf, auch das aktuell zu den Diskussionen, die wir gerade öffentlich geführt haben, dass 3,2 Millionen Euro zu viel an Geld ausgezahlt worden sind. Dies ist eigentlich auch eine Liquiditätshilfe. Und ich verstehe manchmal die Landwirtschaft und den Bauernverband nicht, warum man das nun als ein Riesenproblem hier hochstilisiert. Sie sollten eigentlich froh sein, dass sie 3,2 Millionen Euro zu viel bekommen haben. Und ich rechne die jetzt noch auf die 30 Millionen drauf. Das heißt, wir haben hier mittlerweile 33,2 Millionen Euro für die Landwirtschaft als zusätzliche Hilfe bereitgestellt. Ja, die Milchpreise sind unerträglich. Ich sage das nochmal.
Sie liegen in Deutschland zwischen 18 und 22,5 Cent. Es ist aus meiner Sicht ethisch und moralisch kaum erträglich, dass im Einzelhandel, im Lebensmitteleinzelhandel, 1 Liter Wasser teurer ist als 1 Liter Milch. Für mich persönlich ist das wirklich, und für viele in diesem Hause, sicher auch genauso. Es ist wirklich unerträglich. Wenngleich bereits erste Anzeichen für eine leichte Marktverbesserung erkennbar ist, bleibt die extreme Liquiditätssituation in den Milchviehbetrieben bestehen. Und natürlich ist es so, das werden wir vielleicht noch hören, natürlich bin ich froh, dass eine ganze Reihe, über 6.000 Hektar an ökologischer Fläche umgestellt wurden, darunter auch Milchviehbetriebe. Aber auch da nähern sich erste Anzeichen, dass der Lebensmitteleinzelhandel die Milchpreise drückt oder die Molkereien, die Biomilch, die jetzt umgestellt wird, nicht abnimmt. Für mich im Übrigen eine ähnliche Situation, die sich anbahnt jetzt im ökologischen Bereich. Wir müssen zur Kenntnis nehmen im Übrigen, dass die Bundesregierung und ebenso die Europäische Union die gegenwärtige Krise äußerst unbefriedigend abfedert. Ich bin traurig darüber, habe auch mit dem Bundesminister mehrfach darüber gesprochen und ich hoffe, dass es nun zu weiteren Maßnahmen kommt. Es ist eindeutig, dass wir neben finanziellen Hilfen, vor allen Dingen, die hat Thomas Krüger ja angedeutet, wir müssen endlich jetzt die strukturellen Probleme angehen. Und man kann sich hier nicht verbrüdern mit dem Bauernverband in dieser Frage, jedenfalls mit großen Teilen. Man kann sich auch nicht verbrüdern mit dem Genossenschaftsverband der Bundesrepublik Deutschland. Und man kann sich auch nicht verbrüdern mit den genossenschaftlichen Molkereien, die zum Teil völlig andere Vorstellungen haben. Ich bedauere, das hier sagen zu müssen. Aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass manche tatsächlich auch in dieser Branche den Knall scheinbar noch nicht gehört haben. Sie vernichten hier Volksvermögen und sie vernichten hier damit auch Wertschöpfung in den ländlichen Räumen. Hoffentlich hören die das endlich. Und ich erwarte auch ausdrücklich, dass der Bund jetzt endlich seiner Ressortverantwortung in vollem Umfang nachkommt. Denn wir haben diese gleiche Krise schon 2008, 2009 gehabt. Und der Seehofer, auch ein Bayer im Übrigen. Und unter Schmidt ist noch nichts besser geworden. Mir reicht das hier jetzt langsam. Denn eins war auch klar, im Jahr 2013 war klar, dass die Quote auslaufen wird. Auch 2008, 2009 hat die Quote es im Übrigen nicht vermocht, die Auswirkungen in der Finanz- und Wirtschaftskrise tatsächlich vom EU-Markt fernzuhalten. Wir mussten feststellen, dass in der damaligen Krise die Bundesregierung keine geeigneten Lösungen und Lehren gezogen hat und die aktuelle Situation wieder das Gleiche zeigt. Ich habe damals schon gesagt, wir brauchen ein mengengesteuertes System aus der Wirtschaft heraus, eine Molkereiquote, wenn man so will. Bis heute ist nichts passiert. Ich bedauere das. Und wir haben genug Ansätze gezeigt, im Übrigen auch aus den Ländern heraus, dieses Thema immer wieder auch voranzutreiben. Und wir nehmen ja auch zur Kenntnis, dass im Übrigen auch im Bereich der Milchquotenregelung, als wir sie noch hatten, deutliche Preisschwankungen vorhanden war. Das heißt, die Quote, wenn der eine oder andere von den Grünen, vielleicht hören wir das heute noch wieder, wenn man zurück zur Quote will, die Quote hat uns nicht geholfen und wir werden sie auch nicht wiederbekommen. Wo wir uns einig sind, das sage ich hier auch noch mal ganz klar, und da bin ich auch dankbar, dass alle Bundesländer, im Übrigen auch die CDU- oder CSU geführten Länder, dass wir uns in Göhren-Leppin einig geworden sind. Dass unserem Antrag, da bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Antrag durchgebracht haben und letztlich auch klar werden muss, dass die Landwirtschaft der einzige Bereich ist, der die Lasten und das Risiko zurzeit trägt in der gesamten Wertschöpfungskette Milch. Und das kann nicht sein, dass der Landwirt heute in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, um die 15 Cent bei jedem Liter Verlust macht und diese Milch letzten Endes dann zugunsten der Gesamtkette mit Gewinn wieder vermarktet wird. Da stimmt doch das marktwirtschaftliche Modell nicht mehr. Und andere sagen, lassen Sie das doch mal wirken, lassen Sie mal wirken. Das bedeutet aber auch, das muss auch jeder wissen, dass gerade wettbewerbsfähige Betriebe, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, die klug investiert haben, die klug auch im Übrigen in ökologische, in tierhaltungsschützerische Maßnahmen investiert haben, dass die jetzt dabei tatsächlich unter die Räder kommen. Das kann doch in einer Marktwirtschaft nicht richtig sein. Und wenn sie dennoch sozial und ökologisch sein soll, dann kann das alles nicht richtig sein, was hier aus Brüssel oder eben auch aus Berlin mehr oder weniger auf die Tagesordnung gesetzt wird. Und ich sage auch nochmal, die richtungsweisenden Beschlüsse, die wir in der AMK, an der Agrarministerkonferenz, in Abhängigkeit auch von der Entwicklung der Marktverhältnisse auf den Weg gebracht haben, waren richtungsweisend und sind einmalig wiederum auch in Deutschland. Ich will die nur noch mal betonen.
Und ich bin sehr froh im Übrigen, dass wir da über die Parteigrenzen, über die Fraktionsgrenzen hinaus große Anerkennung erfahren haben. Im Übrigen auch von den meisten Verbänden. Erstens, freiwillige Mengenreduzierung. Die Menge muss runter. Wenn die Menge nicht runterkommt, kriegen wir keine höheren Milchpreise. Das ist das Wesen von Angebot und Nachfrage. Zweitens, wir müssen Anreize zur Mengenreduzierung schaffen. Durch Bonusregelung, durch den Bund. Ich mache hier heute nochmal den Vorschlag, der Bund und die Länder nehmen 5 Cent pro Liter in die Hand und die Molkereien geben nochmal 5 Cent dazu. Dann haben wir 10 Cent zur Reduzierung der Milchmenge. Dann sage ich Ihnen heute schon, dass da die überwiegende Masse der Landwirtschaft mitmachen würde und wir sehr schnell zu einem Milchmengenreduktionsprogramm in Europa kommen würden. Hoffentlich gelingt uns das am kommenden Freitag durchzusetzen. Und als allerletzte Option, sage ich hier auch nochmal, gibt es die Möglichkeit, befristet, und darauf liegt die Betonung nochmal, befristet die EU-weiten obligatorischen Mengen zu reduzieren. Das heißt, wir würden dann, wenn es jetzt nicht zwischen den Marktbeteiligten zu einer Lösung kommt, dann mit Zwangsmaßnahmen über die Europäische Union kommen und die Menge per Verordnung reduzieren, und zwar in ganz Europa. Sollten diese freiwilligen Maßnahmen zur Mengenreduzierung bis zur Herbst- oder zur nächsten AMK, also Agrarministerkonferenz, nicht spürbar greifen, werden wir jedenfalls die Europäische Union auffordern, eine befristete, entschädigungslose Mengenreduktion durchzusetzen. Damit werden wir am kommenden, also am 15. Juli, auch in die Verhandlungen gehen. Eine zentrale Forderung von uns ist nochmal, die Menge muss runter, Angebot und Nachfrage muss wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Wenn das nicht gelingt, werden wir aus Deutschland heraus, aus Europa heraus, im Übrigen auch für die Marktturbulenzen, die jetzt weltweit daraus entstanden sind, mitverantwortlich gemacht. Übrigens haben wir als einziges Bundesland umfassend die Verbände, die Banken, die Verbände angeschrieben, um sie auch um konstruktive Umsetzung und Beschlüsse zu fassen, beteiligt. Das Meinungsbild, die wir dann eingefangen haben, ist sehr differenziert und auch zum Teil nicht hilfreich. Ich habe gerade auch einen Brief von Herrn Ruckwied bekommen, muss ich sagen, auch nach dem Deutschen Bauerntag hatte ich die Hoffnung, dass das Signal kommt, dass man sagt, jawohl, die Menge muss runter, wir werden jetzt alles daran setzen, auch an dem sogenannten Runden Tisch in Berlin dafür zur Lösung zu kommen. Ich sehe da keinen Ansatz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die weiterhin kritische Marktlage benötigt ein dringend abgestimmtes Vorgehen über die weitere Umsetzung der Beschlüsse, die wir gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir auch wieder zu einer einvernehmlichen Lösung auf der Sonder-AMK in Brüssel kommen werden. Ein erster Lichtblick ist derzeit allerdings, dass die Menge insgesamt jetzt sinkt. Natürlich spielen auch saisonale Effekte hier mit hinein, aber die wöchentliche Anlieferung in Deutschland sinkt um 1,2% und auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sinkt sie. Und ich nehme zur Kenntnis, dass jetzt auch die Milchkrise nach Amerika übergeschwappt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch dort es zu Turbulenzen kommt. Im April 2016 lag die Milchproduktion zum Beispiel in Großbritannien 3,4% oder in Neuseeland 2,5% unter den Vorjahresmengen oder auch in Australien um 2,7%. Das heißt, die Menge sinkt langsam und vielleicht haben wir auch mit dem, was wir beschlossen haben, dazu ein bisschen mit beigetragen. Und ich will auch ausdrücklich sagen, ja, die Art der Lieferbeziehung zwischen der Landwirtschaft und den Molkereien ist aus meiner Sicht, wenn man so will, ein Diktat der Molkereien. Diese Diktatur der Molkereien muss ein Ende haben. Wir müssen hier dringend handeln und insofern bin ich auch froh, dass wir es erreicht haben, dass das Vertragsregelungswerk so ausgestaltet werden soll, dass die Signale über die Marktentwicklung direkt auch den Erzeuger erreichen und dann gegebenenfalls auch reagiert werden kann. Das heißt, wir wollen für eine Augenhöhe sorgen zwischen dem Landwirt und der Molkerei. Dieses Gleichgewicht muss im Übrigen auch endlich wiederhergestellt werden. Daraus sollten wir alle Kräfte konzentrieren. Hier muss die EU handeln und wir müssen die gemeinsame Marktordnung anpassen. Insbesondere die genossenschaftlichen Molkereien müssen hier jetzt auch zum Handeln gezwungen werden. Zum anderen, glaube ich, brauchen wir eine bessere Krisenprävention. Wir brauchen Diversifizierung der Betriebe, das heißt die Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen im eigenen Unternehmen. Wir brauchen die Kostenoptimierung in der Milchproduktion
und wir brauchen die Nutzung von Innovation sowohl im Hinblick auf Technik, auf Technologie, als auch im Bereich der angebotenen Produkte. Und ich glaube auch, dass wir im Tierhaltungssystem es nicht darum gehen soll, produzieren wir möglichst 10.000 oder 12.000 Kilogramm Milch, sondern es geht eher darum, kommen wir zu Inhaltsstoffen und zur Qualität zurück. Ich glaube auch, dass die Nutzung der bestehenden Möglichkeiten zur Preisabsicherung über Warenterminbörsen oder auch die Aufnahme von Qualitätsprogrammen, um damit auch uns von Massenmärkten abzusetzen, wichtig ist. Und wir brauchen die Erschließung neuer Märkte. Der eine oder andere sagt, das hören wir vielleicht heute auch nochmal, wir sollten uns auf Deutschland konzentrieren und auf Mecklenburg-Vorpommern. Da kann ich nur sagen, über 50% der Milch muss aus Deutschland raus in den europäischen Maßstab und auf der anderen Seite selbstverständlich auch mehr in Richtung der internationalen Qualitätsprodukten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das erste Hilfspaket der Bundesregierung ist völlig verpufft. Die 70 Millionen, die hier tatsächlich bereitgestellt worden sind rein in Liquiditätshilfen ergangen, ob klein oder groß, ohne tatsächlich eine Wirkung zu entfalten. Und eines ist auch offensichtlich und offenkundig, weitere Finanzhilfen können nur mit einer verpflichtenden Mengendisziplin und einer Reduktion umgesetzt werden. Abschließend, die Landwirtschaft ist das ökonomische und nach wie vor identitätsstiftende Rückgrat der ländlichen Räume in unserem Land. Allein die Land- und Ernährungswirtschaft macht einen Umsatz von über 6 Milliarden Euro im Jahr. Selbstverständlich tragen hierzu auch unsere Milchbauern bei, die nämlich 365 Tage im Jahr rund um die Uhr bei Wind und Wetter Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen. Letztlich tragen sie nicht unwesentlich zum Erhalt der Kulturlandschaften und natürlich zum Erhalt auch unserer Umwelt bei, wobei wir natürlich auch insbesondere im Tourismus dabei sehr stark profitieren. Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dass unsere Landwirtschaft erhalten bleibt. Wir brauchen sie zum Leben und ich gehe davon aus, dass wir hier auch in den nächsten Tagen hoffentlich kluge Beschlüsse fassen werden und ich wünsche mir sehr, dass wir möglichst bald zu kostendeckenden Erzeugerpreisen kommen. Herzlichen Dank.